Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Kommst du klar ohne Süßigkeiten, ohne Koffein, ohne Alkohol, ohne TikTok? Oder fehlt dir dann was im Leben, wenn du das nicht mehr haben könntest? Hast du schon mal versucht, etwas davon zu reduzieren? Diese Woche am Aschermittwoch, da hat die Fastenzeit angefangen. Eine Zeit, in der Christinnen und Christen bis heute auf etwas verzichten. Häufig, da geht es dann darum, eine schlechte Gewohnheit zu kicken. Eine Routine, die sich eingeschlichen hat, zu hinterfragen und zu verändern. Dieses Jahr nehme ich mir vor, Doomscrollen abends im Bett zu fasten. Du kennst das bestimmt, ne? Wenn man eigentlich schlafen sollte und man hängt noch am Handy und wischt so durch. Und weil ich ja irgendwas machen muss, bevor ich einschlafe, möchte ich wieder anfangen zu lesen. Ich habe mir heute schon eine neue Reihe Romane bestellt, auf die ich eigentlich schon ewig Bock habe, aber für die ich mir nie die Zeit genommen habe. An sich geht es aber in der Fastenzeit nicht unbedingt darum, sich selbst zu optimieren, das beste Ich zu werden, was es gibt. Das kann ein nicer Nebeneffekt sein. Nein, eigentlich geht es darum, dass durch den Verzicht Zeit frei wird, um Gott neu zu begegnen. Heißt das, ich sollte statt am Handy zu hängen lieber Bibel lesen? Vielleicht schon. Aber vielleicht ist das nicht so ganz realistisch. Und vielleicht ist es besser, wenn du dir diese frei gewordene Zeit dafür nutzt, zu gucken, wo kann ich Gott bewusst in meinem Alltag begegnen. Beim Spazierengehen, beim Treffen mit Freundinnen, beim Stille aushalten. Deshalb meine Frage an dich. Worauf verzichtest du diese Fastenzeit? Und bei welchen Gelegenheiten möchtest du bewusst Gott begegnen? Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.